kennt das Stück. Natürlich jeder kennt dieses Stück. Wir machen gleich weiter. Aber eins vorweg, wenn du dir jetzt denkst, der Kern spinnt komplett und postet Anfang November bereits ein Video mit Weihnachtsliedern, dann hast du natürlich vollkommen recht. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, dieses Video ist als Erinnerung gedacht. Für dich, der du gerade dieses Video anschaust, beziehungsweise für alle Quetschenspieler, denn die Weihnachtszeit rückt näher und da sollte man sich darauf vorbereiten, also frischt die alten Weihnachtslieder wieder auf, beziehungsweise lernt ein paar neue Weihnachtslieder. Und deshalb mache ich jetzt ein Weihnachtslieder-Video. Wir werden ganz traditionelle Weihnachtslieder haben. Wir werden aber auch ganz moderne Weihnachtslieder haben. Also ein kleiner Auszug. Schauen wir mal, wie lange und wie viele mir da jetzt spontan einfallen. Aber wir haben jetzt schon angefangen. Das kennt man, oder? Spätestens jetzt. Das ist ein traditionelles. Kommt mein Lieblingsteil mit dem Glockenspiel. Singen gemeinsam. Ein Auszug aus Last Christmas war das jetzt. Das hat natürlich jeder sofort erkannt. Für all jene unter euch, die jetzt sich denken, der Kern, der trägt jetzt keine weißen T-Shirts mit blauen Streifen mehr. Ihr habt teilweise recht, aber ich entblöße mich in diesem Video und ihr seht, das T-Shirt ist das gleiche, aber der Jahreszeit angepasst. Habe ich mir jetzt einmal eine Westen drüber gezogen, weil es ist verdammt kalt. Vor allem ist es dann verdammt kalt, wenn man, es ist mir natürlich nicht passiert, überhaupt nicht, aber wenn man im Videostudio lüften würde am Abend und über Nacht vergisst, das Fenster zuzumachen, ich betone, mir ist das natürlich nicht passiert, nein, aber dann wäre das Fenster theoretisch die ganze Nacht offen und bei Temperaturen um 0 Grad haben wir dann in der Früh, bei mir ist es jetzt gerade, wenn ich das Video aufnehme, ist es jetzt gerade 8:30 Uhr circa, dann hat man in der Früh eine Raumtemperatur von gefühlten, ja, so um den Gefrierpunkt. Und der Heizkörper rennt schon auf Hochtouren, ich hoffe. Hört man ihn? Der macht so, weil er jetzt einmal richtig heizen darf. Und deshalb habe ich mich entschlossen, heute einmal mehr anzuziehen. Und ich habe mir da auch einen Tee wunderbar hergerichtet. Wie gesagt, traditionelle Weihnachtslieder und moderne Weihnachtslieder. Und das zweite ist jetzt ein traditionelles. Und schauen wir mal, wer dieses Stück erkennt.
es wird schon gleich dumper, weil schon öfters gefragt worden ist. Natürlich haben wir diese Weihnachtslieder auch alle als Lernvideo auf der Quetschen Academy Seite und noch viele mehr. Ich muss jetzt nachschauen, ich habe auch einen Schummelzettel für mich geschrieben, denn jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, wo mir die Lieder ausgehen. Aber wir haben gesagt traditionelle und moderne und traditionelle und moderne. Und dann gibt es aber das nächste, das eigentlich ein traditionelles ist, aber doch wieder nicht so traditionell ist. Aber jetzt hör auf zum Reden. Jetzt spür einfach. Jetzt habe ich mich verspült. Das schneide ich nicht aus, das kann passieren. Als Polka. Damit würde jeder sagen, das ist viel zu schnell. Aber dafür fahrt's. Das muss hin und wieder sein. Auf jeden Fall, das Ganze war natürlich Jingle Bells, ein weltbekanntes Weihnachtslied, was auch etwas rasant dazugeht. Das Ganze ist ja eigentlich eine Polka. Und als Kontrastprogramm dazu machen wir jetzt wieder etwas sehr... Mir fällt das Wort nicht ein. Wir machen etwas sehr Winterliches und das Wort passt überhaupt nicht, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Also... Wir machen leise rieselt der Schnee. Doch, das ist eigentlich winterlich. Das ist ja weniger weihnachtlich, doch weihnachtlich wird es dann auch im Text. Musik. Bassknöpfe verschwinden jetzt aus dem Bild. Ein weiteres Weihnachtslied. Noch einmal der Aufruf an dieser Stelle. Bitte bereitet euch früh genug vor mit den Weihnachtsliedern. Natürlich müsst ihr im November die Weihnachtslieder noch nicht in der Öffentlichkeit aufführen. Da könnte euch möglicherweise irgendjemand in die Psychiatrie einweisen. Wobei, bei uns ist das auch noch nicht passiert und wir spielen Weihnachtslieder ganzjährig. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, bereitet euch vor. Denkt früh genug daran, welche Weihnachtslieder kann ich, sollte ich vielleicht wiederholen, weil das ist ein
ewiges Thema, dieses Weihnachtslieder auffrischen. Das ist wirklich was Erfrischendes. Und jetzt haben wir ein schlechtes Wortspiel war das jetzt, aber zumindest ein Wortspiel. Also die ganzen Weihnachtslieder, die jetzt in diesem, YouTube-Video, die in dem YouTube-Video vorgekommen sind, die gibt es natürlich auch bei uns auf der Homepage als Lernvideos. Schaut gerne mal vorbei in der Quetschen Academy. Es gibt mittlerweile irgendwas knapp 20 Weihnachtslieder, also von modern bis traditionell ist alles dabei. Und zum Abschluss machen wir jetzt noch ein Stück. Dieses Stück, das braucht ihr bereits Anfang Dezember. Also bis dahin sind es noch 3 Wochen, sofern meine mathematischen Kompetenzen ausreichend sind. 3 Wochen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Das brauchen wir natürlich in diesem Jahr am 1. Dezember, weil das ist gleichzeitig der erste Adventssonntag, sofern ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr mir diesen Fehler verzeihen werdet. Aber ich glaube, der 1. Dezember ist in diesem Jahr tatsächlich der erste Adventssonntag. Also da brauchen wir dieses Stück bereits. Und wie gesagt, es gibt knapp 20 Weihnachtslieder in der Quetschen Academy. Und mir ist jetzt richtig warm. Also Quetschen spielen hat auch den positiven Nebeneffekt. Wenn es kalt ist draußen, dann kann man da herinnen schwitzen und sich wieder aufwärmen an der Quetschen. Also in dem Fall würde ich sagen, geht's üben, geht's an die Quetschen. Schaut, dass was weitergeht. Lernt neue Weihnachtsstücke, frischt alte Weihnachtslieder wieder auf. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Jetzt kommt da das Logo dann irgendwie so. Na, dann kommst du. Ja, genau. So.